Guten Morgen, alle. Ich heiße Ihnen alle herzlich willkommen zu diesem Morgen-Service. Und das ist hier alle weiten, wir sind haben wir in der Boy-Predigt, wo genienig und gedacht. Und dort einer wird so viel Platz durch den Rüt nehmen. In der Boy-Predigt abdalen. Ich habe die Boy-Predigt Jahren euer einmal busig ever gelesen. Na, wie die Boy predigen, dat wir jetzt dat erst da halt ein Uhr näher und der andere Uhr rüt. Aber wir mal checken dann, was in der Boy predigt ist. Kein Wunder, dort in Kapitel 7, wo Jesus vorig ist mit der Boy predigt, dass die Menschen stehen da ever. Und daher ist es so wichtig, dass wir da frisch anfangen an zu checken und dass wir sagen, was lehrt uns die ganze Bibel, aber ganz besonders diese Stellen, die uns langweilig werden in der Bibel. Wenn wir du bloß gleichgültig überlesen, dann wofür hast du been? Und das kriegt, wo das Geheimnis von Gott seine Lehre von Dach kommt, das sind immer die Stellen, wo Menschen mit den Welten sind, überlesen das, der glitscht in Eva, wenn die Segne was interessant wird. Den redet das nicht. But Gott ans die Uhren aufdagt. But wie durch den Heiligen Geist das zu sein kriegen, was du wirklich bin ist, und dort ist ein bisschen, das ist ein Schatz, was wir aufmerken, und wir haben nervös gewiss, was du wirklich bin ist. Und dann dachte ich, wie noch eine Schal wieder auf, und dann kommt du noch mehr verdachen, das ist es von das nervös um was in Eng nehmen. Und das war das mit Jesus seine Lehre ist. So, das wird all die Boy-Predigt sein, das der 24. Part. Und so, wenn wir in Matthäus 6 gehen, in Vers 9, bis 11, hat wir Feiersonntag, und aber von der an, weil wir den selben Tag nehmen, bis von der an, weil wir den bis 15 nehmen. Und dann, weil wir von der 12. Vers wiedergehen. So, les mit mir mit. Dann Jesus seine Wort. Du wegen soll je so beten. Ans Vater im Himmel, dein Name soll heilig gehalten werden. Lass dein Recht kommen. Lass dein Willen auf ihr große gedonen werden aus dem Himmel. Verjaf uns das Brot, das wir von dir brauchen. Verjaf uns unsere Schuld, so als wir die vergeben, die sich an uns verschuldigt haben. Bring uns nicht in Versuchung, aber bewahr uns vor den Bösen, weil die gehört dort Recht in der Kraft, in der Herrlichkeit für immer und immer. Amen. Und wenn die Menschen dort vergeben, wenn die sich an ihn versündigen, wird die himmlische Vater ihnen auch vergeben. Aber wenn die anderen Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird die Vater jene Sünden auch nicht vergeben. Weil wir uns hoffen. Lava je recht davor, wir kommen hier für die und wir danken dir für diesen Morgen, auch für dein Wort, dass die uns so gnädig bist und dass die uns immer mehr und mehr lehren, dass durch dein Wort, auch durch den Jesus, wenn der Jesus uns dein Wort offenbaren hat. Und Herr, muss die Charakter dieser Stunde mit den Jesus hier so bei uns sein. In unserer Fällen mit denen, dass wir klarer und klarer sein können, was die zu uns sagen, dass durch dein Wort. Und Herr, muss die all das wegnehmen von uns, was uns Fleischel in der Tür so leicht langweilig wird. Und du die überdacht eine diepe Wahrheit ben hast, was die zu uns sagen wirst. Herr, wenn das nicht du bist, in den Jesus in uns wirken, dann vernehmen wir nichts von den Jesus, vernehmen wir nichts von den Wort. Das merkt uns alle Leute auch sein. Das wird wir so beneidigt sein, dass die uns verständlich gibst. Und dass wir eine klarere Aussage kriegen, was die was da uns sagen. Und Herr, muss die auch in jedem ein, das hat han reingemerkt. So ist die Lydia deits. Der mögst die das hart ab, dass sie du ab achten deit. Mögst die uns alle auch so merken ab den Wort. Und dass wir du deut nachchecken. In Jesus sie nun mögst die das geben. Amen. So, wenn wir hingehen von unserer
12. Vers wieder in uns Tags. Dat wo wir von dir wollen alle onherten. Ich will bis ein klein bisschen einmal trägen und uns da an denken halten, am Wort geht, wann wir beten da. Wir haben ja das so klar, dass die Schrift, die sagen uns das so klar, dass alles, was du hast, das ist von Gott, für Gott, und das ist Trainer arm. Das ist alles für arm. Und daher beten wir auch den Zweig, dass das immer alles nach Gott sein Will muss passieren. Das ist, warum Jesus diesen Zweig liet beten. Das ganz Erste, was du in das Gebet hast, was heute Jünger, du Lehrer, was heute ganze, wie immer du Tachchen deit, was heute das Lied, das Erste, wo das geht, ist, dass Gott sein Namen soll verherrlicht werden, dass den sein Namen soll herrlich gehalten werden. Das ist wegen arm. Das für arm heißt der höchste Ding, wo wir nun kicken, das ist die Ursache für alles. Das ist, woran wir hier sind. En dat het alle voor zijn rek is, niet voor ons ene rek. Dat is, wie doen God zijn rek buren, niet ons ene rek. Want wie willen ooit zijn, want wie willen op de schiller geklappert zijn, dan is dat maar Moses dat, dan is dat wegen ons rek. En dat is wo wir machen von vergeten, dat wie aufnehmen, das Johannes sagt. Wenn Johannes seine Jünger, Johannes verleuten und folgen Jesus nur, dann kämen andere und halten Johannes das denken und sagten, oje, die Jünger verloren die und die gehen Jesus nicht heran. Und dann sagt Johannes, ich muss aufnehmen und die muss tonehmen. Die Frage, was wir uns dann jemanden beantworten, ist, wird wie das auch kann sein. Dass wir wollen sagen, dass unser Recht aufnimmt und dass Gott sein Recht tohnimmt. Wenn wir glauben, dass wir uns anders wollen, dass wir wollen, dass unser Recht soll tonehmen, dann sind wir noch humanistisch. Und leider muss wir sagen, viele Menschen, was sich von der ersten Tag Christen nennen, das sind humanistische Menschen. Das sind nicht humanistische Christen. Die sind weltlich. Humanistisch, das ist das weltlich, das menschlich, das fleischlich. Und die gehen nach alle bis an sich. Die haben kein Trouble damit, wenn sie irgend Löwen tun, in irgendeinem Schiller klappern, in irgend, das Löwen war von der Weise Entscheidung sie gemerkt haben. Das ist, wenn sie mal eine Entscheidung gemerkt haben für Gott. Der verliert nur von der Entscheidung, wie nicht Ehre zu Gott, aber wie Gott zu ehren. Und so, viele Menschen, die sich von der ersten Tag Christen nennen, die gehen die Ehe, was sie wollen haben. Der Kredit, was Gott traf, was Gott allein traf, die wollen sie für sich selbst. Und die verlieren davon, dass Jesus Jerusalem lehrt, dass Gott sein Recht gebietet wird, nicht unser Recht. Wenn ich den Tag, wo ich nicht die Ehe grobeln, was Gott allein traf, dann bin ich mein Recht. Und mein Recht wird schon gut. Das ist, warum Johannes sagt, ich muss aufnehmen und Jesus muss tonehmen. So, das ist ein bisschen im Denken halten. Am Wort geht das, wenn wir beten tun. Das geht alle dass Gott verherrlicht wird, dass heute ihr kriegt, das ist wegen arm. Nicht wegen mir, das ist wegen arm. Und hier so von der, weil wir anfangen anzutasten, dort wegen Schuld vergeben. Ich würde das erste Part von dieser Botschaft, wo ich ihn vielleicht auf einmal Druck ableihen, und nu soll die mal an die eine Wasserschachchen abheben und gehen und vergeben bis mal. Und die wollen einen taffen Tiet haben, aber ich kann nicht all sagen. Die sollen bis mal gehen vergeben, kriegen nur ein Wort, was die anderen, die sollen bis mal gehen und nächsten vergeben. Aber das letzte Part von der Botschaft, wo uns ein bisschen mehr Titel merken, wo das überhaupt möglich ist, dass wir können vergeben. So, Jesus sagt es das, vergib uns unsere Schuld, das ist, was wir zu Gott sagen, nicht? Vergib uns unsere Schuld, so als wir die vergeben, die sich an uns verschuldigt haben. Now, das sein, dass es hier abgeschrieben ist, als ein von den gefährlichsten Gebeten, wo wir können beten. Weißt du, was wir nun sagen? Wenn wir das nehmen und wir das nicht im Kontext nehmen, von was die Bibel uns lehrt, von Schuld vergeben, von wo das herkommt, das ist das gefährlichste. Gefährlichste Gebet, was ich jemals beten kann. Weißt du warum? Wenn ich sage, ist es das. Gott, du nur aus eigenen Sturm sie meine Nächsten zu vergeben, du nur vergib mich. Was habe ich dann jetzt zu Gott gesagt? Gott darf mir nur vergeben, als ein Menschen in Stone ist zu vergeben. Du wegen, weil wir die Beine Schrift nehmen, du wegen, weil wir diese 12. Vers in Kontext nehmen von der Bibel. Und da wollen wir mal kicken, sein Wort ans diese Vers Wort sein. Du hast noch eine Begebenheit, die habe ich mal einmal übergegangen, in Matthäus 18, wo Jesus selbst
das Gleichnis gab von den Deuner, wo du so sehr viel schuldig ist, was nie nicht haften betul, und an was die Schuld vergibt. In Matthäus 18, Vers 23, du fangst das an. Was Jesus ist das sagt. Das Himmelreich erstmal einen König zu vergleichen, der mit seinen Schuldner verrecken will. Der sagt, das Himmelreich erstmal einen König zu vergleichen. Er sagt, Himmel, im Himmel wird das passieren, aber das ist, was das wirklich tut. Das wird was passieren. Du hast einen König, und der trägt alle Knechte für sich, die man alle Rechenschaft aufgeben, und die wird verreckt. Okay? Und als er anfängt zu verrecken, wird einer für ihn gebracht, der am viele Tausende schuldig wird. Und ich hört mal, was der LSB sagt. When he had begun to settle them, one who owned him 10,000 talents was brought before him. So, du wie einer, der wird 10.000 Talenten schuldig. Und eine Talent, das sind irgendwo so von 15 Jahren, ich studiere mir das nicht mit dabei nur, das ist irgendwo so von 15 Jahren Arbeitslohn, eine Talent. So hier ist einer, der wird in die Fahramt gebracht, und da ist 10.000 Talenten schuldig, das ist irgendwo bei 150.000 Jahren Arbeitslohn. Like. Und was sagt der? Das ist ein abreicher Rechter, das meint betul. Das bist du schuldig, das machst du betul. Und als er nicht hat, dat te bedoelen, bevoel zijn Herr aan met frühen kingetop en alles wat hij had, te verkopen en schuld bedoelen. Like, okay, alles wat hij hast, dan verdacht du met, en dan niet meer bedoelen. Dit is wat een oprechte rechter deed. Nu bedoelt hij. Dan valt des man doel en bedt hem aan en zegt, Herr, hab geduld met mij, ik wil die alles bedoelen. Das gefährlichste Ding, was wir können zu Gott sagen, ist, ich will die alles betul. Man hat das noch einmal nicht begriffen, woran betulbar das wird. Sie viele müssen kriegt das Port. Und die nehmen das in den Kontext. Und wieder zu legen, sagt der Herr, hat ich die nicht alles vergift? Das sagt Jesus, du so dort. Aber wir müssen denken, das ist die allgemeine Genut. Gott, der ist gut über die Gute und über die Schlechte. Er wird dort auch gelehrt. Jesus lehrt das auch. Er lässt das reden über die Bösen und die Gerechten. Das ist der allgemeine Genut. Wenn Gott uns nicht absteht, durchschlägt und fordert, dass wir nicht betonen sollen und das wird ewig in der Halt sein, das ist seine allgemeine Genut. Er hat Geduld mit dort. Er fordert das nicht. Das ist mir, dass er hat uns das nicht für ihr vergift. Aber guck mal, der wer sich auf sich selbst verlässt, der sagt, ich will die alles betun. Mensch, aber wo wirst du die unter sein? Sieh, das ist krank, worum wir können der Schrift, wie können du Punkte missen? Und dann haben wir Glückstone arminianische Lehre von mir. Wir können so eine Punkte aus das missen. Das wollen wir uns mitnehmen, hier in der 26. Vers. Ich will die alles betun. Weet je wat das Knecht hat gut getan, der wir dit gesagt haben, Herr, ich kann nicht dem die betonen. Das meint, das geht nicht mehr. Wenn du alles nimmst, was ich habe, früher sind Kinder, was du all gesagt hast, das reicht dann noch lang nicht. Der einzige Hauptding, was ich habe, Herr, wenn die Genut bewiesen ist. Sieh, das was fehlt von diesem Knecht. Er verlässt sich auf sein Wort. Weil, wenn ein Mensch alt wird, dann wird er 90 Jahre alt. Von den Tiden, wo er alt wird, dann hat er mal ein so kleines Prozent, wo er wirklich kann gehen schaffen. Und dort, was er braucht zum Schaffen, dort, den Tid, was er aufwendet zum Schaffen, braucht er noch für sich selbst, dass er zu leben hat. Nicht sag ich mir mal. Wann kostet das betonen? Das ist gerade, was wir müssen verstehen. Das ist, wo die Genut man kämpft. Und das kriegt, was diesen Knecht fehlt. Die können die Genut nicht verstehen. Ich sage, ich will die alles betonen. Und ich höre mal, was das ist, der allgemeine Genut. Gott ist, seine Genut ist auch allgemein, über irgendwem. Ha Geduld mit mir. Okay, Gott ist geduldig. Meint dort, wenn Gott Geduld
geduldig ist mit dir, dass du mit ein Gotteskind bist? Gott hat Geduld, even die, was du verloren gehen. So, was passiert hier? Dann jemand dem Herrn dort über den Knach, Leute am Gehen und verjäuft die ganze Schuld. Und hier war Leute noch einer als anholen. Glaub je Gott hat nicht ein Joma hat, even über die, was du verloren gehen. So als wie mal sein ausgesprochen worden, dass wir sein, dass wir von Gott sein, das ist ein gräulicher Monster. So ist uns all beschuldigt worden. Weißt du Gott ist nicht ein gräulicher Monster. Der ist gut zu dir bad, was du verloren gehen, auch für dich, was du geraten worden. Das ist allgemein gut. Gott kann wir nicht beschuldigen, mit dass er ein gräulicher Monster ist. Wir machen uns wundern, über dass Gott noch Leib hat über dich. Kimmel, was das hier sagt. Gott ist erst so steht. Nie sagt, nie redet Jesus, nie. Kimmel, so gut ist das kann ich. Sie sind allgemeine Genut. Dann ging dasselbe Knach in der 28. Vers. Dann ging dasselbe Knach rüber, traf einen von seinen Mitarbeitern, der am ganz wenig schuldig wird. Und hier wurde sagt ganz wenig. Der LSB redet von 100 Denarius. Das ist 100 Taglöhner. Einzige alle Schriften reden von der 40, das von 1 Denarius ist. So das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Aber immer haben das ganz wenig. Das ist immer ganz wenig. Und verglichen, was heuschelig wird. Und so das, was passiert. Die wir haben ganz wenig schuldig. 1 Denarius oder 100 Denarius, immer haben, was immer dieser schuldig wird, die würden noch, in was ich gehört habe, den Mädchen dort betonen. Wenigstens, den kriege ich am Holz zu holen, und fang an zu warten, und verlangen, am alles zu betonen, was er schuldig wird. Und so, den 21. Vers, dann fällt das Mann vor am Doel und prachat, hab Geduld mit mir, ich wollte alles betonen. Nou, nu wollen wir mal Timothy kijken. Wer hat da die Wahrheit geredet? Das Mädchen, der sagt, ich wollte alles betonen. Das Knach, das böse Knach, der hat zu den Herren gesagt, ich wollte alles betonen. Wer von dieser beiden würde nicht da die Wahrheit geredet haben? Weißt du was, das ist mehr, ja, dass das Mädchen würde das kann tun, was er versprochen hat. Warum? Wenn es das 1 Taglohn wird oder 100 Taglohn, immer haben. Der hat noch eine Möglichkeit, der ungenut, das zu betonen. Aber er hört du nicht nur. Geht und Leute am Anstoppen, dass er alles betonen wird, was er schuldig wird. Der hört nicht nur. Das Knach, der hört nicht nur sein Mädchen. Der wird noch eine Möglichkeit, hat andere zu betonen. Der hört nicht nur, der Leute am Anstoppen. Und als die Mädchen dort sahen, wären sie sehr bedrückt und gingen und vertalten dem Herrn seine ganze Geschichte, dort, was durch Fähig fallen wird. Und dann forderte der Herr am Wahrer und sagte am du böser Knach. Das wird ja wie nicht sagen, ich uttragen, du böser Knach. Ich vergebe dir all deine Schuld, willst du mir durch am Pracher. Sollst die nicht gerade so gut mit deinen Mädchen Mitleid gehabt haben, als ich mit die Mitleid hatte. Und sein Herr, wie so da, dass er am Leid in die Folter komme anstatten, dass er alles wird betont haben. Und so wird mein himmlischer Führer dort mit einem jeden von ihnen merken, wenn die jene Brüder seine Übertretung nicht von Horten vergeben. Das wird ihnen passieren. Wenn die nicht vergeben kann, dann, wenn die nicht vergeben kann, hast du keine Vergebung verdient. Nicht, wenn wir uns den 12. Vers in Matthäus 6 noch einmal überlesen. Vergib uns unsere Schuld, so als wir die vergeben, die sich an uns verschuldigt haben. Wir sind, Rache sagt, in einen großen Trouble. Wenn wir diesen ganzen Kontext nicht nehmen und wir nicht kicken, was uns geworden ist. Wenn wir das nicht immer im Sinn haben, wie viel Schuld wir sind vergeben worden, dann sind wir in so einem großen Trouble, dass wir keinem vergeben worden. Warum nicht? Ich will nicht mit der Lehre hier so nicht abhören, also nicht stillhalten und sagen, so, nun ist die Botschaft eng, nicht gut dargewerkt und dort.
So ist es hier sag ich, dort. Das wenn je nicht wollen, diese Werk vergeben, wenn je nicht wollen, Gott gesandt sein über den Nächsten, dann wird ihn Futter, ihn dort nicht Gott gesandt sein. Dann wird er ihn dort nicht vergeben. Und was würde ich dann tun? Ich würde einen Menschengesetz abstellen. Ich würde ja verschiedenste Dinge tun, wo ich und zwar machen wir irgendwo Mut mehr, okay, nicht vergeben mal, und wie fängt das aber nicht an uns, den Nächsten zu vergeben? Wie fängt das nicht? Warum fängt wir das nicht? Wenn wir so sein aus des Knarch, wenn wir so sein aus des Knarch, der will vergeben sein. Aber glaube ich, all die Menschen, wems Schuld du hast nie für ihr vergeben worden. Du met als hat geändert. Dafür laat mir den Himmel fragen. Glaub je, en dit moet we klar machen. Wenn deine Schuld nicht für ihr vergift ist, das ist diesen Knall seine Schuld. Ich habe Angst vor Struf. Ich habe Angst vor, was man am geben, wenn ich nicht haften betont. Und so hij praat wings, hij wil nu best nu zijn derg te komen. Hij wil, am nu am zich. En hij praat am. Hij geduld. En hij verspraakt door hem soms wat hij niet meer betonen kan. Was dat er nu van deel en derg ja. Meint dat het een geändert hat? Nee, dat is niet een geändert hat. Dus kein geändert hat. En dan jet een mens dat zo, als diesen dat jet. Wenn die nicht in geändert hat, hast die kannst gleich vergeben. Die kannst gleich, die hast gleich die Kraft in die Salz, dass die vergeben kannst. Wenn du noch mit dem Müll sagst, das ist gut, das ist dort, wow, du bist von vergeben. Weißt du, was dein Hort hat, das gleich vergeben. Dein Hort hält den Grudge durch. Und wenn wir uns nicht am Schulter klappern und glauben, wir sind frei von das. Das ist ein Ding, wo wir uns mal ein frisch Denken halten. Wir sind beneidigt um Genot. Und so, wir würden nie gehen und lesen das hier über, du noch als ich einen anderen vergeben, du noch was Gott mir vergeben, und ich probe all mein Bestes, aber wirklich, du hast keine Kraft in vergeben. Aber ich schrieb ihn bloß nach Hamann, ich bemott ihn. Like, vergeef bloß mal, vereint ihn mal. Und ich schlapp ihn 2 Stück, was sich uneinig sind. Ich schlapp ihn bad bei ihm Genack. Und in der Spiel, und ich mein dort, niemand ihn das versäumen. Und schließlich, was dann war das dann, das dann doch wohl, das man bereden, nicht? Ja, für mich Part ist nicht, aber wirklich im Hort ist nicht. Erstens, das dient überhaupt Streidendeuten. Sag ich allmeyer. Aus genug. Du willst nicht Vergebung. Woran passiert dort? Wenn der Mensch nicht sieht, was arm ist vergeben worden. Wenn der Mensch dort nicht sein kann. Das woran wir das ganze Evangelium nehmen. Das woran wir das ganze mal ankicken. Wir machen erst kicken, wo allmählich das ist. Das ich in Sturm sie zu vergeben. Das ist so wie Buwa, meine Kraft und was ich in Sturm sie zu tun. Und hier kommt die Lehre von Total Depravity mit an. Wenn wir dort nicht glauben, da wir totally depraved sind, da wir ganz verloren sind, wir sind nicht so, ein Bruder lässt sehen in sein Zeugnis, sagt, haben wir nicht bis ein Bett verloren, haben wir ganz verloren. Haben wir ganz verloren. Das ist, wo wir uns, dort, wenn wir das nicht glauben von Total Depravity, dann kann wir das nervös begreifen. Aber das ist mal, wenn wir das begreifen können, ich kann nicht. Wenn Gott mir Modono wird vergeben, als ich in Sturm sie zu vergeben, dann darf er mir gleich vergeben. Warum? Wenn ich sie dort nicht in Sturm zu vergeben. Was lehrt uns das ganze Evangelium? Das ist, warum das so sehr wichtig ist. Da wir die Lehre von Total Depravity ganz 100% ernst nehmen, das ist, was uns Zustand wirklich ist. Und dann abchecken Gott seine Genot, dass er ohne Condition, ohne Bedingung,
uns sich gewählt hat, uns gnädig zu sein. Und uns die Schuld vergeben. Und wenn wir erst dort morgen, wo sehr viel schuldig wieder wären, das worum Jesus so ein Beispiel ist, das Bruch von diesem Knecht, was am du so even nicht viel schuldig wird, dort ein nervös können dort betonen, wenn wir dort wirklich glauben, dort wir so viel schuldig sind wie Gott, was wir nervös selbst betonen können. Wenn wir da in so einer Schrift steht, gehen es in Kolosser 3, Vers 12. In Luther eine Weise Feuer, und so steht in all die Schrift stehen. Du willst wir das ganze Evangelium nehmen. Kolosser 3, Vers 12. Und wenn du irgendwer sich pochen, der dort häusig eine gute Entscheidung gemerkt hat, dort häusig Gott gewählt hat, dort Jesus gewählt hat, da war wir mal sehr aufmerksam sein, was dieser Vers hier sagt. Warum muss sein, wer du wem gewählt hast. Anyway, er sagt es das ist ein Paulus in der er sagt, sie sind von Gott gewählt und herrlich und er ist ihnen gut. Sie sind von Gott gewählt. Das meint, lass mir das klar plottig sein, er will sich gut, nicht die arm. Er will sich gut. Als Sonne lässt sich nu von Gott beschenken, und das handelt hier manchmal um die plottische Bibel. Ich wollte noch auf Englisch lesen, um dort wie die wörtliche Version hier rauszukriegen, was das hier wörtlich sagt. Und trägt Jesus seine Eigenschaften an, sich von Herzen erbarmen, freundlich sein, demütig, sanftmütig und geduldig sein. Nun lasst mich das mal auf Englisch lesen, von der LSB. So, as the elect of God, lasst mich das wahr sein, dass Gott sich gewählt hat. Holy and beloved, put on the heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So, Gott hat sich all gewählt. Da hat all gestampelt auf seine Kinder. Das ist all vorig. Like, just take it on. Das ist, was das ist. Das ist, wo die sind Gott seine Kinder. Wenn ein Mensch sich anfängt zu besäuen und sieht, dass ich sehe ein Gottes Kind, warum ich kann das sein, dass ich sein Kind sehe, warum Gott, ich besäue nicht mich in meine Leben, das war wir in 1. Johannes sein, da wir nicht meine Leben zu Gott. Aber nee, da wir seine Leben für mich, und sein Wirken in mich, und sein Gott in mich. Und das macht mich anders. Dort ist der Unterschied zwischen, wenn du wer durch Worten will gerat worden, das meint es, er strengt sich selbst an, seine eine Anstrengung soll an Beterradung bringen, oder er kickt lieber anders, das ist Gott seine Anstrengung, das ist Gott seine Wirken in mir, den seine Leute für mich, den seine Wirken in mir, den seine Entscheidung für mich. Und ab wem seine Entscheidung ist, mal zu vertrauen. Ob der Entscheidung, was Gott merkt, oder ob der Entscheidung, was ein Mensch merkt. So einfach zu beantworten. Die NASB, der sagt es das, hier in der 12. Vers. So, as those who have been chosen of God. Guck mal, als Söhne, wo du gewählt sind von Gott. Holy and beloved, put on the heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Guck mal, als Söhne, die wat Gott sich gewählt hat. Nicht, dass wir uns Gott gewählt haben, aber dass Gott sich jüngst gewählt hat und herrlich und geläuft. Luther, wo wir dabei ankommen, worauf du kommst, dass Gott sich will, uns zu laufen. Wir kennen Ursache in uns. Manchmal, der Mensch ist geprägt mit sich selbst besein, und irgendwo, weil was sehen in sich selbst, dass dort muss die Ursache gewesen sein, worum Gott sich gewählt hat. Und lass mich Ihnen sagen, so sei es gesehen will, so sei er aus gewählt, irgendwo was Gott in Jünd sehen, dass dort die Ursache ist, worum Gott Jünd geläuft hat, die wollen Himmel in die Ursache finden. Die Ursache, worum Gott Jünd läuft, da wir wegen heu will sich Jünd zu laufen. Darum, dass heu eine Bedingung sagt. Und da wird die Ursache, warum er jüngst läuft und er läuft jüngst. Punkt. Er läuft jüngst. Und er läuft jüngst noch.
Dann, sagt Paulus hier in der 13. Vers, Kimmel, Gott hat jünt geläuft, da hat sich jünt gewählt. So. Das, der Staub von so hoch aus Gott aus. Und da will sich jünt zu leuven. Das ist so weit unutsprechlich unterschiedlich zwischen Gott und uns. Dann sagt er, verdreht einer den anderen. Wenn jeder mal sein kann, wo sehr anmutig, sehr unterschiedlich wie sein von Gott, und da will sich uns zu leuven, wenn wir dort erstmal begreifen können, wird Gott, dann fällt uns dort nicht schwer, bloß Menschen, die mit uns glücklich sind, da zu leuven. Wenn wir erst wollen, unseren Nächsten leuven, darunter wie der Leib von Gott haben, das ist allmählich. Das ist eine gehechelte Leib. Aber hier sagt es, verdreht einer den anderen. Und verjeft euren anderen, wenn wir eine Klau gegen den anderen haben. So als der Herr ihn verjeft hat, nicht hört mal her. So als der Herr ihn verjeft hat, muss ihr auch verjeven. Hij sagt hier nicht, wenn so als die verjeven doen, wird der Herr ihn auch verjeven. Das wollen wir nicht in Kontext nehmen an unser 12. Vers in Matthäus 6. Paulus sagt so, als der Herr ihn verjeft hat. Wo kommt dort, dass Gott uns verjeven deut? Er will sich sie uns verjeven, uns zu verjeven. Glaub je, hat wie du am gefragt um Vergebung. Und dann will Gott sich uns zu vergeben? Oder wird es dabei mit dir anders? Will Gott sich ihn zu vergeben, er die Welt in Grund legt? Won't sagt die Bibel nicht. Warum wieder gehen? In Epheser 4. Euer wie bei den Punkt kommen, wo das kämpft, dass Gott uns vergeben hat und wann er uns vergeben hat. Weil wir bis jetzt noch bei Epheser 4, Vers 31 und 32 anhalten. Er sagt, wart nicht mehr besser und fuchtig über einen anderen und versucht ihn nicht. Geht ab, zu schreien und zu beleidigen, lot von so was nicht mehr sein. Sieht lieber von harten Läuftulich einer zum anderen. Vergebt jünt euren anderen, so als Gott jünt in Jesus Christus alles vergebt hat. Okay, hier sagt er das weiter. So als Christus jünt all vergebt hat. Gott in Christus hat ihn alles vergift. Das hat er all vorig, dass er ihn vergeben wird. So, dort ist nicht alle vorig, nicht dort auch bis es dort wieder. Wenn wir mal kicken dann, 1. Johannes 1, Vers 8, Und das ist für dich, dieser 8. Vers, 1. Johannes 1, Vers 8, das wird für dich sein, was du noch nicht an die Lehre von Total Depravity glauben. Der wird dort noch nicht wollen tun, dass ein Mensch totally depraved ist und das Tod in den Sinn. Wer dort noch nicht glauben hat. Das ist, was der Vers sagte, Sonne. Wenn wir sagen, wir haben keinen Sinn, dann leben wir uns selbst was fair. Und haben die Wahrheit nicht in uns. Ich habe hier, was Johannes hier sagt. Wenn wir dort nicht tun, dass wir sündig sind, und wo sündig wir wirklich sind, kann uns Verstand nicht mal begreifen. Ja, was Jesus selbst gibt das Beispiel von, was du schuld hast für den König. Das ist eine unteilbare Schuld. Dein Leben regt nicht tot, nicht mit alles, was du hast. Wenn du glaubst, das alles zu betun. Wenn du dort nicht tust, was die Bibel sagt, von wo verloren wir sind, wenn du dort nicht tust, dort wie wo dort in den Sinn wir sind, dann sag ich, dass diese Vers hier sagt. Wenn wir sagen, wir haben keinen Sinn, I'm okay, ich sehe nicht so ein schlechter Mensch. Johannes sagt, dann sag ich, Lehner. Wir lehnen uns dann selbst was fair. Wir klappern uns selbst am Schulter und wir teilen uns selbst der Bett aus, wie sind. Aber was passiert, wenn ein Mensch die Lehre von Total Depravity einmal zu sein kriegt? Und der merkt, dass das stimmt, das ist die Wahrheit. Das, was die Bibel sagt für mich, das ist einfach bloß, wer ich sehe. Wow, das ist ja ein Tagsklagt da.
kann das leisten nicht mal nur. Die schrieb sich aber braus und sagt, Gott, sieh mich, sind gnädig. Like, look at what I am. Kijk mal, wat ik moet zien. Een mens wat er toestaat, dat hij ganz dood in de zin is. Wat er ganz, ik zie niet mes verloren. Ik zie niet een beetje verloren. Ik zie ganz verloren. Wer dat toestaat, dan in ene vers zegt ons dit. Wanneer we onze zinnen bekennen. Wanneer we dat toestaan. Dan als hij terug geraakt en vergeeft ons onze zin en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Like, voor die wat de toestand of wat de Bibel zegt, van mijn toestand, du moet ik bus einfach amen te zijn, wens dat stemmt. Dat is bus wo mijn leeuw werkelijk is. En dan zegt hij, die reinigt hij van alle ongerechtigheid. Hij zegt dus dit, if we confess, dat is ik had dit van de NSB genoemd, NASB. If we confess our sins, he is faithful and righteous. He is faithful. Kan je hear wat hij zegt? So that he will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Hij is trouw te dat wat hij zich van eeuwigheid her overgeteld had. Hij is trouw te dat. Dit taal hij zich over. En dat wil ik ook best doen. Hij wil zich best einfach gaan te vergeven. Dat is waarom Paulus zeggen kan, zo als je al vergeeft zijn. Niet vergeeft den anderen. Wens ik wil mir dit te zeggen. Gott fordert nichts von uns, wenn er uns nicht erst dort gegift hat. Einmal wird Gott beschuldigt, und dann wird mit diesem Wort gesagt, that's not fair. Das ist nicht reich. Weet je wat? Gott ist fair. Gott ist reich. Er vergibt ihn erst. Dann sagt er so, okay, nu doet ik bist es dort wieder. Nou, ik heb euch de Kraft getan. No, Gott gibt die Kraft. Der gibt ihn den Heiligen Geist. Und der gibt ihn so den Heiligen Geist, dass Paulus in der Epheser 2 Vers 13 sagt, Gott wirkt in ihn beides, das wollen auch davor ich mehr. Und was passiert, man war Gottes Kind? Dass ich habe hart abgestellt für den Nächsten. Wie lange kann er das verdrehen? Wo gemütlich geht er den Ofen schlupen? Im wahre Gotteskind, wo du mit Grumpy warst als den Nächsten, wo den anderen vielleicht würden mit direkt beleidigt haben. Wo comfortable ist du damit? Im wahre Gotteskind, das ist es von ein Schwert durch geht. Was habe ich bis getan? Das ist so uncomfortable mit dort, was er geht und versöhnt sich mit seinen Nächsten. Warum das ist dort? Waren wir uns einig, dass soll das dort tun? Nee. Gott wirkt dort in ihn. Er lässt seine Kinder nicht wild rumfliehen. Er belehrt und straft und sächtigt die. Das ist warum das passiert. Er will sich, dass es dort zu tun. Das ist warum wir unsere Sinn bekennen. Das ist warum wir für den Nächsten kommen, Frauen am Tag halten. Das ist warum wir für Gott kommen. Und wir Frauen am Genut, wenn es uns als die sind, so sei er amtlich. Das passiert nicht. Für die unwahre Geborene, so genannte Gotteskinder. Die unwahre Geborene Kinder Gottes, die können auch ganz fein schlupen, wenn sie rum und rum voll sind. Die unwahre Geborene Kinder Gottes, die können auch die Wahrheit zu sie gestartet haben, die können Gottes Kinder zu sie gestartet haben. Und wenn einer dann Luther fragt, bohrt ihn das nicht? Das hat mich noch nicht einmal gebohrt. Wir sind ganz okay damit. Er kann auch jede Nacht schlupen, du weh. Oh, really? That's interesting. That's interesting. Weißt woran? Weißt woran? Hast du kein Jes, was du vermut? Hast du Gott, was du sagst, den wir mit Leib hatten, der gestrufen und sich dir, als den seine Kraft auf einmal wird verschwungen, oder haft die von Wasser von seinen Kindern verjäten? Haft die Wasser von seinen Kindern verjäten, zu strufen und zu sich dir? Da wird Hebräer 12 Vers 8 auf einmal auch so sein. Wenn er nicht strufen und sich dir, der so sagt, ob ihr alle der, dann sei ihr bitte ehrliche Kinder und nicht sehen. Auf Englisch sagt das, dann sei ihr Bastards. Die sind nicht von der Familie. Die sind nicht von Gott seine Familie.
Und da müssen wir uns freuen. Das passiert alle nicht. Oh, ich sehe ganz okay. Like, mir bohrt der Sinn nicht. Ist was? Wenn die nicht bohrt, merkst du das vielleicht nicht, dass du ist. Und wenn du das nicht merkst, dass du in Sinnen bist, dass du sündig bist, dann bist du übermäßig nach Tod in den Sinn. Wenn ein toter Mensch weiß das nicht, dass der tot ist. Das ist hier schmo, wenn ein Mensch aus dem Leben gekommen, wenn der erst abgewagt worden, dann kann er zurückkicken und wundert sich und sagt, oh mein, wo wie ich was? Like, dann kann er zurückkicken und sagt, in dort Grab lieg ich. Dort Gestank, das ist hier schon mit dem Leben kommen. Dort wie das sein kann, wie wir in dort. Ein Mensch, der nach Tod ist, in den Sinn, merkt das nicht, dass der tot ist. Und ich gleich, dass das Wort überkommt, das noch mal sagt. Sagt ein Vers, merkt das nicht, dass der Not ist. Was die dir nicht wuter ist. Und so, was sagt Johannes hier? Wenn wir unsere Sünden bekennen, und hier müssen wir Apostel, wie das nicht in den Kontext nehmen, als wenn das von uns abhängig ist, den Tag, wie das bekannt, dann kommt Gott hier vorne und verjagt er uns. No. Das, was Gott in uns wirken, das bringt uns durch, dass wir unsere Sünden bekennen. Die Rettung ist ganz in Genot. Ich habe das verstanden, was Genot ist. Das ist ein Geschenk von Gott. Was ist alles ein Geschenk von Gott? Da wir zum Leben gebracht worden. Da wir von Tod abgewagt worden, ist ein Geschenk von Gott. Da uns die Augen abgemerkt worden, dass wir sein können, wer wir sind, ist ein Geschenk von Gott. Das ist rein all ein Geschenk von Gott. Das ist alles in Genot. Das ist Genot, über Genot, über Genot, über Genot. Du hast nichts getan, dass wir ganz lauter Gott seine Genot. Und dass er uns von Ewigkeit her wählt, ist seine Genot. Das ist alles. Und dort bringt uns durch, dass wir unsere Sünden bekennen. Und er bleibt treu und gerecht, was er sich selbst versprochen hat, dass er auch. Les Psalm 89. Du von der 30. Vers, 34. Vers wieder. 30. Vers. Und so, das ist so sehr klar. Dort, was Gott sich versprochen hat, dort hält er, dort der 40 Tage, du hast keiner, wer ihm das verhindern kann. Und hier in der 10. Vers, in 1. Johannes 1, Vers 10, wenn er sagt, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann sei wie du merkst, dass Gott lehnt, der in sein Wort erst noch nicht richtig in uns. Wenn wir dort verlehen, dann, was uns wirklicher Zustand ist, und darum, dass Gott sie nicht nur das über uns gekommen, dann sei wir lehnen, und dann sei wir even göttlich. Wenn es haft wer Psalm 14 gelesen, haft wer Römer 3 gelesen. Aber das ist unmissverständlich klar, dass der Mensch ganz verloren ist. Und Tod in den Sinn. Für dem, dass Gott ihn zum Leben bringt. Und wenn wir dort verstritten tun, dann sagt Johannes, dann sei ihr Lehner. Dann sagt der Gott, seine Wahrheit ist noch nicht in uns. Aber Gott seine Genot. In der Epheser 1, Vers 3, du fängt Paulus es das an zu reden. Gott seine Genot, der ist so übermütig groß über uns. Dort hat sich nicht nur recht, als wir auf einmal einen Tag wollen, und dann reagiert Gott durch. Zum uns raten, und das wird eins hier, wenn der da nicht rum kann, dass die Schrift dort einfach so klar sagt, dass Gott uns von Ewigkeit her gewählt hat, dann brauchen wir dann auch eine andere Erlebung zu prommeln, und dann brauchen wir das diesen Zweig zu sein. Na Gott, der kickt der Archetyp. Und dann sagt er die durch. Und dann sagt er die wirst an den Gläubigen, und dann wählt er sich die. No, weißt du was? Himmel. Ich glaube, das ist Bruder Barn, das sagt. Dann, wenn dort ist, dann hat Gott muss was lernen. Sie, dann hat Gott muss was lernen zu seiner Weisheit. Aber er darf das Himmel.
Gott, seine Weisheit, wie von Ewigkeit her allweitend. Hij darf nicht verabkicken sein, was uitkommt, und dann doen als hij zit, und dann hier auffangen, einen Plan zu machen. Das ist nicht den Zweig, wo Gott alles weiß. Gott weiß alles, wegen hij alles in Kontrolle hat. Und du wat wie alles geschrieben, was wird uitkommen. Dat irgendwie al fertig, dat der Umfang wird. Und das ist kracht, worum Gott kann, und worum Gott tut, wegen hij Herr ist, und wegen hij sovereign ist, und wegen hij alles in seine Kontrolle hat, das ist, worum sonst das kann geschrieben werden von ihm. Und das ist 1 Vers 3. Uns Herr, Jesus Christus, sein Gott, und vorher soll du für gelobt werden, dass hij uns als Himmelsbürger all diese jährlichen Segnungen geschenkt hat. Und hier mal, wie gefährlich das ist, wenn du eine Mistranslation ist. Wenn du irgendwo nicht was ganz was reich immer sagt. Nu weet je von der Erlass Bibel, das ist all die Vers überlesen. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Kan je dat merken, wat van onderscheid dat is? Dat is een plot die zegt, Gott, de soll dafür gelobt worden. En de original sagt, blessed be. Der ist all gesegnet. Das ist, warum das so gefährlich ist, wenn wir nicht kicken tun, was die weltlichen Schriften sagen. Gott ist all gesegnet. Das ist nicht Gott will das aber wenn er nochmal sagt, haben wir Leute, die Menschen gemerkt, das sage ich nicht in dem Sinne, dass am Wort verargleicht hat. Da muss wir sagen, klar mehr. Am hat nicht verargleicht. Dass wir alle in seinen Plan sind. Was sage ich uns damit? Er sagt, ich kann gefallen und Sinn. Wo wird Gott uns das jemals wiesen, dass er gefallen und Sinn hat oder nicht, wenn er beides nicht hat? Er hat beides durchgestellt. Sinn und Gerechtigkeit. Verloren und gerecht zu sein. Like, wann will er uns den Unterschied wiesen? Der hat beides durch so. Aber das ist nicht, dass Gott was verargleicht hat. Nicht hör ich mal. Der 4. Vers sagt, Wils euer heu die Welt in Grund lehrt, hat er uns bestimmt in Christus seine heilige Ascheldige Kinder zu sein. Euer heu die Welt in Grund lehrt, hat er uns bestimmt in Christus seine heilige Ascheldige Kinder zu sein. Lass mich da auch noch in der LSB lesen. Just as he chose us in him before the foundations of the world, that we would be holy and blameless before him in love. Hij heeft de wereld in grond gelegd. Had hij dat al fertig? Dit moet het wat zijn. Wens hij sovereign is, glab am nervous wat hij de hand. En I mean, is dat niet een comfort? Is dat niet is dat niet een grote troost voor ons? Want we weten dat de God wat alle macht heeft en den wat nervous wat verargelijken dat hij zich ons gewählt heeft, zijn heilige aschelijke Kinder te zijn, en hij feiert niet in dat. Is dat niet een troost voor een Christ? Dat is waarom boos de ware Christen, ze kan sicher zijn, dat zij kan niet ihre Erfahrung verlieren. Warum kann der sich so sicher sein? Wenn es der Erfahrung, der steht nicht in mir, dass ich in Sturm sie der Vollsalt. Wenn ich gleich, dass John MacArthur das sagt. Wenn ich meine Erfahrung verlieren kann, ich würde auch verloren haben. Und mir geht das gerade so. Wenn ich meine Erfahrung verlieren kann, ich würde von der uns Mars all verloren haben. Ich würde. Wenn ich sie nicht in Sturm des Salz zu holen. Aber uns Comfort ist nicht nur an, was wir in Sturm sind zu tun. Uns Comfort ist nur an, wo stark Gott ist, dass er sich gewählt hat, uns nicht zu verlieren und er hält uns. Und eben sage ich das. Und er wird jeden Tag bei dem Engel Stand aufholen. Er ist dort, wer uns hält. Und das ist so ein großer Comfort für uns. Dass das Gott, der wird sich das ewig geteilt hat, dass er tun, er 4. Tag durch und er das auch. Und even ich will mir das sein, wenn wir noch ein Zwischen an auf einmal rebellious sind gegen Gott und wir grünzen wegen irgendeiner Ursache. Er bleibt derselbe Gott. Er hat du durch nicht wem verspielt.
Aber es ist dort leichter, sein Namen zu bewahren, dass er uns Strufen in sich, die in der in Saat ans Wahre treten haben, wo er uns haben will, als dass er wird mit seinen einen Welt zu schon gehen. Wenn Gott wird seinen einen Namen nicht schon lieben lassen, indem er so sieht, er wird nicht könnt, was er will. Wir sind ganz sicher und ganz überzeugt, dass dort, was Gott sich übergeteilt hat zu tun, dort das ist. Er sagt, wegen Gott seine Leute für uns. Und das ist bei dem Punkt, wo wir von dir wollen hinkommen. Wir wollen nicht in dem Thema sein rausgekommen, Sünden vergeben, dass wir uns an sich vergeben. Dort wollen wir nicht rauskommen, dass wir uns nur rechnen, was Jesus sagt, dass wir fragen Gott um Sündenvergebung und wir vergeben unseren Nächsten. Wo wir haben wollen, als das, wo kann wir das auch? Wenn es einzige Prediger sind, sehr gut uns sagen, was wir tun sollen, aber die sagen nervös, was möglich ist, das zu tun. Haben du mal über gedacht? Das ist so sehr leicht, wenn immer sagen, dieses das. Aber wenn die Kimmel nicht wer sagt, wo die das kostet, wo das möglich ist, dass die das kostet, was halbt die das zu weiten, was dieses System? Deswegen möchten wir auch immer, dass du kommst, dass wir dann noch weiten, okay, wo ist das dann möglich, das ist das zu tun? Und das ist, wo wir nicht haben wollen. Okay, ich mag meine Nächsten vergeben. Das ist ein bisschen abgerufen, das ist, was die Bibel sagt. Ich mag meine Nächsten vergeben. Von Horten vergeben, sagt Jesus. Aber ich kann mir nicht mal keine Idee, wo das überhaupt möglich ist. Was ich in der Schrift angucke, und was der Heilige Geist mir das offenbaren hat, dann anbehostig, dann fängt das allmählich zu werden. Warum? Nicht hört mal, was das hier sagt. Wegen Gott seine Leute für uns. Das ist die Glaube hier. Wegen Gott seine Leute für uns. Das sage ich nicht wegen unserer Leute für Gott. Das sage ich wegen Gott seine Leute für uns. Hat er dort so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will als seine eine Kinder. Und hier noch einmal war der LSB. By predestining us to adoption as sons, Jesus Christ to himself. Lass mich dann noch einmal lesen. By predestining us to adoption as sons through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Wird schwer sein zu verstehen. Das gefällt Gott. Und er will, dass es das. Von dir schon Tag, du hast eine Religion abgestoßen von Decisionism. Hast du mal von sonst dort gehört? Salzwählung, oder wo wird was von nun wird man einen Plattdeutsch abgeben. Decisionism. Ich habe die Entscheidung gemerkt. Ich möchte die Entscheidung für. Wie ehrlich ist das, die Entscheidung, die du nimmst? Die aus Erdklüten. Du merkst eine Entscheidung für was. Wie ehrlich ist das? Wo lang wirst du die Entscheidung holen? Wann änderst du deine Entscheidung? Was ist ab die zu vertrauen? Du hast eine Entscheidung gemerkt? Aber weißt du was, ich rege mich auch nicht mal ab, wenn ich sonst dort hier. Dort ein Mensch hat eine Entscheidung genommen. Und das ist überall. Wo das nicht oldmodisch religious ist, du hast das nicht näher gekommen, die arminianische Lehre. Von ich habe eine Entscheidung genommen. Die Bibel sagt ab keiner Stelle, dass er uns Kredit gibt für eine Entscheidung, die wir nehmen. Wenn es unsere Entscheidung, was wir nehmen, der ist so als ab so ein Gebiet. Du darfst einmal ein klein bisschen kommen, dann ist der Grund, du wach gespielt. Und die Entscheidung wird plötzlich geändert. Wir wollen mal gucken, was er sagt. Wer mögt für wem eine Entscheidung? Wenn er sagt, according to the good pleasure of his will. Pleasure, das meint es ein Gefallen, oder wenn er sich gut fühlt über was. Und hier hat das von Gott sein will, das er das will. Er will sich nicht. Diese letzte Zeit sagen, mich beschäftigt mit
Met krijgt met deze earlier, wat door in deze ganze omgeving zo verbreitet wordt. Met Salzentscheidungen. So froh, als du wat je sagt, noch Gott will sich kind. Ich meine, da wat je in Salz will, das ist nicht, was Gott sich will. Das ist, was du wirklich jährlich hast. Das, was du im festen Grund hast. Und so froh als wir von den Menschen wahrnehmen, denen die ihr wahrnehmen wollen, weil Gott die ihr gegeben und haben den dritten Weltkrieg eingestellt. Aber meine Frau ist das, zu all jenen, was da bodern dat jene Entscheidung nicht gilt und Gott seine Entscheidung die gilt. Zu all jenen, was da bodern dat. Weil ich in diese Frau stellen, ab wem es mehr zu vertrauen? Ab jenen oder ab Gott? Lass mich deine Himmel fragen. Ab wem ist nicht mehr zu vertrauen? Ab mir oder ab Gott? Okay, wenn ich dann nicht sage, ich habe eine Entscheidung gemerkt, und Gott hat eine Entscheidung gemerkt. Wo eine Entscheidung ist du ja? Weil dann würden wir vielleicht sagen, na Gott, seine Entscheidung ist ja. Okay, warum sei ich dann nicht mit denen seine Entscheidung damit einverstanden? Gott, vom Fall der Grundlegung von der Welt, will sich Kind. Das ist seine Entscheidung. Warum baut ihn dort? Warum baut ihn dort, dass Gott eine Entscheidung macht? Und jene Entscheidung soll aber jährlich sein. Sieh, das ist, warum der arminianische Lehre ganz so zugrunde geht. Wenn die den zwei Worte befreit gestellt. Nicht soll jene Entscheidung jährlich sein, als Gott seine Entscheidung? Ich glaube nicht. Und das ist, warum wir können so froh sein, wir können so geluten sein, dass Gott die Entscheidung gemerkt hat und dass es nicht so wichtig ist, wofür eine Entscheidung ich gemerkt habe. Wenn es die Entscheidung, was Gott gemerkt hat, die wird mich leiden, auch gute Entscheidung zu nehmen. Das kriegt es mit der Läufe. Da wir nicht, so ist Johannes gesagt, da wir nicht unsere Läufe für Gott, aber wir seine Läufe für uns. Das ist der Unterschied. Und so sag ich, wenn Gott seine Läufe für uns, hat dort so angereicht, dass uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine heilige unschuldige Kinder. Dass wir sehen wollen, will das das. Nicht können wir nicht anders, als seine große Genut loben, da uns haft zukommen lassen, durch seinen Leben sehen Jesus Christus. Nicht können wir nicht anders, als das loben, was vor ich habe. Durch Jesus, der uns, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. In uns sind die Sünden vergeben worden, durch die große Genut, der in uns Leben nennt, in uns die Ehren für die Wahrheit aufmüht. Ich habe uns seine große Läufe, die kämpfen uns Leben nennen, die merken uns die Ehren auf für die Wahrheit, dass wir die Wahrheit sein können. Und was sagt Johannes, was ist die Wahrheit? Wenn du wer sagst, er hat nicht gesündigt, in denen ist noch nicht die Wahrheit. Aber wenn du auf einmal wer steht, wo sündigt der ist, das ist wenigstens Gott hat uns die Ehren aufgemerkt, dass wir die Wahrheit sein können, dass wir das mal merken können. No, Psalm 14 stimmt, was der sagt. Römer 3, du so verstehen, in Bad 18, das stimmt, was du sagst. Solange es wir dort nicht merken, dass das stimmt, dann sind wir noch blind. Aber hier so, sagt, dass Gott seine Genut ist, der uns auf diese Wahrheit offenbart. Dass wir dort sein können. Ich würde auch noch gleich von der LSB lesen, der 7. und der 8. Vers. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our transgression according to his riches of his grace, which he caused to abound to us in all wisdom and insight. So dass Gott seine Genut, der durch Jesus Christus in uns nennen kann, und merkt uns die Übung auf, dass wir das sein können. Und dass wir das immer begreifen können. Oh mein. Wo sehe ich das? Wenn es hier in irgendeinem Vers, hier in der Vers 1, sagt, Gott hat uns sein Geheimnis weiten lassen, dass er sich hat vergenommen, durch Jesus Christus für Tag zu bringen. Gott hat uns sein Geheimnis weiten lassen. Und ich glaube, bloß seine Kinder können das Geheimnis verstehen. Was sag ich?
1. Korinther 1, Vers 18. Für dich, was du verloren gehen, als das Wort von Christus ansehen. Für dich, was du verloren gehen. Das ist ein Geheimnis für dich. Die kann das bis ab keinen Weg sein. Aber Gott hat uns sein Geheimnis weiten lassen. Erstens, der hat uns gewesen, wer wir sind. Und dann hat er uns gewesen, wie groß seine Liebe für uns ist, und hat uns die Sünden vergibt. Jetzt wurde mich das mal gefragt, wenn die nicht weit so sündig die wirst, wo kannst du dann weiten, wofür die erst vergibt werden? Und wenn die nicht erst viel vergibt werden, dass Jesus zu den Pharisäern und an diese Sünde früh, was bei ihm seine Feit kämpft, seine Feit nicht mehr mit ihrer Thron. Diese früh wie Jesus so gut. Zu dem Pharisäer sagt Jesus, guck mal, du hast mir keinen Kuss gegeben. Du hast mir nicht mal Wutter gegeben, zu meine Feit waschen. Du hast keine Liebe bewiesen zu mir. Und diese, von was er erst näher gekommen hat, nicht abgehört, meine Feit zu küssen. Und er hat nicht abgehört, meine Feit zu waschen mit ihrer eigenen Thron. So eine Liebe fällt sie. Warum? Sie hat das einmal gemerkt, wie viel ist vergeben worden. Und das warum sie, das so sehr leben das. Das warum sie Christus so sehr leben das. Now, das Geheimnis, wo sündig wir sind, ist bloß in Jesus Christus, bloß in dem, dass er uns das offenbaren das, dass wir das auf einmal merken, wo so sündig wir sind. In diesem sind uns vergeben worden. Wenn wir dort erst sein, dann auf einmal hastig, dann fällt uns hart mit Leib. Wenn der mir so gut ist dort, dann fällt das nicht mehr so schwer am Tritt zu laufen. Das würde am Johannes kann sein, dass wir nicht unsere Leib verarmen, aber wir seine Leib für uns, was uns erst geläuft hat. Warum habe ich dort erst mal rein, Ola? Ich komme je nervös zum ans Tagsverreich mehr, nicht? Wir kommen je nervös nicht, ich kann ganz in ein Thema reden, nee, ich kann nicht. Wir tun uns erstmal besäuen, wer wir wären, wo schuldig wir wären, und was uns als vergeben worden. Und wenn wir damit gefällt sind, mit wo gut Gott uns ist, und wie viel Schuld er uns vergeben ist, da wollen wir uns drehen, da wollen wir uns nächsten sein, dass wir nach irgendeiner Ursache fingen, den nicht zu vergeben. Wenn wir das damit vergleichen, wie viel Schuld wir für Gott haben und der vergibt uns dort, und was kann der Nächste uns dann nicht noch schuldig sein, dass wir sagen, no, das könnt ihr nicht vergeben, das ist zu euch. Das würde die ganze Tag ans Hand bringen. Wenn ich hier sage, hier noch einmal eine Pfeiser 1, Gott hat uns sein Geheimnis weiten lassen. Dort hat uns sich hat vergenommen, durch Jesus Christus für den Tag zu bringen, wann seine bestimmte Zeit ich wird hier sein. Nicht weil wir uns einmal Thema sind, wann er sagt, nicht so Zeit. Nicht wann wir sein, nicht so Zeit. Das woran die Evangelisation ist, oder diese viele Versammlungen, wo die Menschen in Zeit sagten, wann sie wollen eine Erweckung haben. Nicht mein. Das woran das nicht meint. Wenn der Mensch sich eine Entscheidung nimmt, dann soll das ein Jahr passieren. Das sind falsche Manipulations, das ist alles, was da passiert. Das ist, wenn Gott seine bestimmte Zeit erkennt, dann wird das passieren. Wenn es häufig das Ewig geteilt hat, wo und wann er an der wird. Das ist ab der Arm. Und er merkt die Entscheidung. Er sagt, dann wird er alles, was im Himmel und auf der Erde ist, und ja einen Haupt bringen, dort ist Christus. In Christus hat er uns in Verüt bestimmt, seine Ohren zu sein, so als er dort geplant hat, und er führt alles so ut, als er dort will. Ich habe gesagt, woran diese Ehrliche, wo du einzige als schließlich tauschst und sagst, na ja, Gott weiß, die kann doch nicht ram,
Wenn sie Römer 8 lesen, die können nur nicht rahmen, dass Gott sich wählt, wem heraten, der wem herausfordert, der das Gott. Aber dann schieben sie das ab, dass, naja, Gott hat erst mal kicken, was utkommt. No, das ist ein Ehrlicher. Er will sich, und dann führt er das durch, so er sich das gewählt hat. Das ist, was er hier sagt. Er führt alles so aus, als er das will. Als er das will. Nicht als wir das wollen, als er das will. So dass wir ab Christus hoben, die erste wären, die seine Herrlichkeit lobten. So dass wir die Erste sind. Wer hast du heran? Wann sind die Zweite? Und wenn wir wieder lesen dann in den Epheserbrief, und die sind krank so, er redet die Juden und er redet die Nicht-Juden. Und krank so, die sind auch zum Glauben gekommen. Wenn wir so wohl heiraten. Das können wir nicht in den Kontext nehmen. Dass wir auch Gott sehen will. Wenn du ist ein Volk erst gewählt wird im Alten Testament. Und dann im Neuen Testament wählt er sich von der ganzen Welt, von den alle Volksstammen, Sprachen her, wir sind alle eint. Von den alle Rosen Volksstammen, Sprachen, anteilbare Herr, du im Himmel bei ihm. Da wir es heute wohl. Und dann sei wir dort. Dann sei wir dort, wo Johannes das sagt. Durch das sei wie, 1. Johannes 4 verstehen. Durch das sei wie, was Leib wirklich ist. Dort wir nicht unser Leib für Gott. Dort wir seine Leib für uns, dort heu uns seinen Sehenscheck uns die Sünden aufzunehmen. Lut uns unseren Untergott sein, wegen heu uns all verher seine Leib geschenken hat. Wieviel Mal habe ich dort von dir gesehen, dass er all verher an seine Leib geschenken hat. Das ist nicht unser Leib für ihn, aber das ist seine Leib für uns. Das ist Allah von ihm. Und wenn wir dort aufnehmen, den Kontext von der Bibel, in einem waffen Zustand wie wir, wo nicht wie von Gott will, wie wir in rebellischen gehen an, und er will sich danach uns zu leben. Und er will sich danach uns so unnötig viel, unberechenbar viel zu vergeben. Nicht, weil wir uns bis einmal trägen und fragen, wo ist dort dann? Weil wir dort alle besein, unseren Nächsten zu vergeben. Jesus hat hier das hier klar gemerkt. Der wie einer, der wir 150.000 Jahre Arbeitslohn wird, schuldig. Das geht nicht mal, dass er das jemals was betonen kann. Unser Mitknecht, hier bezieht uns, der ist uns vielleicht ein Dachlohn schuldig, höchstens 100 Dachlöhner schuldig. Wenn wir das sein können, wofür Gott uns vergeben hat, wofür können wir dann noch gegen unseren Nächsten holen? Das ist, woran bloß die wahre Christen von Horten vergeben kann. Bloß die wahre. Das ist allmählich dort ein unwahrer geborener Mensch, der das noch nicht zu sein gekriegt hat, wo schuldig er für Gott wird, der wird noch bis ab seine eine Entscheidung einmal bühren, der wird sich seine Radung noch einmal selbst festholen, das ist allmählich, woran die von Horten vergeben kann. Wenn sie selbst sein nicht, im waffen Zustand sie selbst werden. Und das ist bloß, woran sie sich so tun, sie vergeben, wenn die verloren sich ab den Genoten, was sie einen Tag von ihren Nächsten kriegen wollen, deswegen merken sie die nicht ganz dort. Aber von Horten vergeben, meint ich, das ist mir zu steht. Lass mich zum Schluss das diesen Zweig von Matthäus 18 einmal sagen. Wenn das Knach und dort hat begreifen können, was an wir vergeben worden, wenn er hat ein wahre Geburt hat gekriegt, wenn er wir ein Gotteskind gewesen, und er wir davon gegangen, sein Herr ist am so gnädig in der Strecke am alle Schuld, da merkt am so sehr mutig, was am mir bis einfach geworden ist.
En hier moet u niet reden, wanneer dit nu een ware geboren wird. Wanneer das nu werkelijk dat ook kan verstaan, wat am werkelijk geworden wird. En dat jij druht. Dan begint hij zich met zijn Mädchen nach. En zijn Mädchen nach, die kwam langsam Nora en fang an van on te reden, dat wat dem Mädchen nach, diesen Knach noch schuldig ist. En so Frau ist das Mädchen nach, aufhang te reden. Wird vielleicht das sagen, kijk maar wat, ik heb die ook al wat lang betoeld, aber meine Umstände, die Leo en die wat ik zie, dat es bis noch nicht möglich was. Das Knach, den wird also so sehr viel vergeben worden, der wird ja nicht mal Leuten uitreden. Der würde ankommen. Der würde in Gott sein. Der würde in Antworten sagen, weißt du was, da wird die mich schuldig bist, das betont sich nicht mal von zu reden. Weißt du, was mir geworden ist? Weißt du, wie viel ich schuldig wird? Wenn ich das dumm hätte vergleicht, da werde ich nicht mehr davon reden. Denkst du, das ist nicht, was die mir schuldig bist, das wissen wir nicht. Und der wird leider halb umbeiden. Das ist wirklich vergeben. Wenn uns dort trifft, was uns als vergeben worden. Und dann so steht uns im Nächsten. Aber ich will zum Schluss uns das Denken halten. Wir können nicht unseren Nächsten vergeben, wenn wir nicht ständig abkicken und uns das Denken halten, was uns als vergeben worden. Jedes Mal, und das ist ein Practice, was ich in unserer Kirche will haben, was wir wollen tun. Jedes Mal, wenn uns was ankommt von unseren Nächsten, was uns nicht so interessiert, weil wir das practicen, weil wir abkicken, weil wir uns das Fuß durchbesäuen, was uns als vergeben worden. Das ist ein guter Practice, wenn wir das wollen anwenden in uns Leben, durch uns ganzes Leben. Jedes Mal, wenn wir Trouble haben, dass uns nicht was interessiert von den Nächsten, weil wir Fuß abkicken, weil wir uns das selbst denken halten, was wir sind vergeben worden. Weißt du, was dort, den Grad, was wir du vielleicht gerutzt würden haben, anfangen abzusonnen, je in unseren Nächsten, der verschwingt plötzlich. Wenn wir das nicht wollen, dann. Wenn wir jetzt das nicht kann undun, abkicken, was Christus uns vergeben hat, dann da werden wir nicht uns das fordern von uns, dass wir wollen Sturm sein von Horten zu vergeben. Das ist allmählich. Das ist dann hier, ich denke. Wenn wir uns nicht wollen denken halten, was Gott für uns getan hat, dann ist das allmählich, dass wir den Nächsten vergeben, das heute uns vergeben hat. Und dann, was wir daran denken, wenn wir dort Gebet beten, dass Gott uns nur die Schuld vergeben hat, als wir unseren Nächsten vergeben, weil dann müssen wir unseren Nächsten bis perfectly alles vergeben, dann können wir nichts holen. Nichts. Ich habe kein Grudge, nichts gegen den Nächsten holen. Und so sage ich hier so in der 14. Verse ans Tags, wenn die Menschen das vergeben, wenn die sich an jemand versündigen, wird ein himmlischer Führer jemand auch vergeben. Wenn die anderen Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird ein himmlischer Führer ihre Sünden auch nicht vergeben. In anderen Worten, was wir würden mal hier nehmen, wenn wir dort nicht in Sturm sind, den Nächsten zu vergeben, erst bloß, wenn wir noch nicht begriffen haben, was uns als vergeben wird. Und das wollen wir auch werden. Als Kirche, als Nubers, als Freund. Wir müssen uns dort sein, immer durch Weg und durch alle Tiden, uns immer frisch sein, was die Schrift uns sagt. Und die Schrift sagt uns, der hat uns dort auch vergift. Die Schrift sagt uns dort. Und wenn wir das nicht wollen tun, abkicken und kicken, wo Gott uns gewesen ist, und wir dann uns aber noch wollen die Gewalt undun, pretending so zu leben, so ein Christ so leben, dann sagen wir bis Heuchler. Aber da war wir auch. Jedes Mal, wenn uns das schwerfällt,
wat een ander voor ons of euch doen. Weil wir lieber denken an, was Gott für uns getan hat. Und dann, dat beim Haus dich mag, wird nicht mal, dass ein anderer uns beleidigt hat. Even wenn ich nach mal Flied hat, wollt uns beleidigen. Ich habe nicht mal drauf an. Denkst, dort im Sinn holen, was Gott getan hat, dort ist ein Christen abgab. Dort immer war er kick. Das ist, was Gott getan hat. Und dann das mit des Petrus, wenn der mehr hat und er kickt nicht Christus. Er hat am Wutter. Weet je wat Petrus in trouble wird, als hij zich opvangt ram te kijken naar de wal, naar de wind. Hij hier ab met naar Christus kijken. Krijgt ze passiert ons uit in ons christelijk leven. Maar wie ab hier met naar Christus kijken wat hij voor ons gedaan heeft. Wie hier ab met naar den kijken. Wie kijken ons in de wereld ram wat de onder ons alle aandoen. Fangen we aan te gaan. So ik wil je met jou spreken. Waar we dit krijgt je doen. De wal en de wind worden rammen ons aan. Maar wanneer we naar Christus kijken en gaan onze gedanken en beschäftigen ons met denen, dan merken we dat gleich, wat van de wind en walen rammen ons aan. Amen. Laten we zum Schluss gaan. Laten we je recht daarvoor, we komen in Himmel verdienen, we danken die voor die woord. En ganz besonders danke ich dir, dass die so klar reden ist, in unser Denken halten ist, wie groß deine Liebe für uns ist. En dat die oude Welt, die de Welt in grond leert, dan al had die eeuwigheid halt, wat die was doen. En dat die dat alle in die maag has, en die vierste ook zo iets is die dat was. Dat dank ik die voor. Wings ons wel wordt ganz das, wat je was zijn. En himmlischer Vater, mocht sie dat dan ook geven, en onze gedanken halten, door nadenken, wat die gedaan hast. Dat eerste, wanneer we verdrießlich waren, wanneer we nicht tevreden zijn met niks, dat die ons du moest einmal krachtvoets denken halten, wat die Leute für uns gedaan hast. En dat we denen zwar die Leute spüren können. En dat is, wat ons treft, onze nächsten dan te leven. Herr, ik had stu dat toe, dan worden vele strijderieën door niet zijn, wat niet zijn. En Herr, ik bid ook dat die ons mocht wieder kracht geven als kerk. En dat die mocht ook al die andere kerken rammen ons. Wo dat nog zo sehr duister en donker is. Wo de Ursache nog niet door is, wer du bist. En de Ursache, wo gefallene Menschen ist. Mocht die ook door zo, Brüder und Schwestern, abweichen. Verdien een het recht. En mocht die ook door alle inlaten de waarheid vandaag komen. En Herr, ik bid ook voor de kranken, voor de ouderen, wat al moeten gepflegt, wanneer die veerten durch zo'n taffe tijd gaan, en vielleicht nog niet begrijpen kunnen dat die lui en al dat te ween ook is. Herr, mocht die ook door zo zijn met die jes, en mocht die kracht en moed geven, op te kijken. En mocht die ook dat verständnis geven, dat dit is niet de stad waar we blijven. Maar dit is bloß een stad waar we durchreizen. En dat al die hoopningen ook mogen op die leven zijn. Niet op ihren miserabelen toestand, zoals het niet rood is. En Herr, ik bid ook voor de regering in ons land, ook in de Nederlanden. Mocht die ook door genoeg bewijzen, indem dat die dat weet, dat die sovereign bent, dat die eind ook in je eigen controle has. En we bidden om genoeg, dat die ons niet mocht doen Regierungen geven als we ons verdiend hebben, maar liever doen als dien wel is, en dat dien recht mag gebied worden, en dat het evangelium mag in de ganze wereld verspreid worden, dat die de bekendste is van de ganze wereld. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.